wenn eine Firma wie Google eine Decision hält, für Terrain zu Lützburg zu kaufen, dann könnte das mit Sicherheit nicht von ungefähr. Wir haben kein Projekt Google, weil es gibt kein konkretes Projekt Google. Ich weiß, dass es Prozeduren gibt. Aber die muss ja aber zugehen. Dass wenn ihr schon einen Terrain hat, ihr in eine Prozedur geht, dass der ihn aber zumindest mal drunter lässt, ob das alles so ist. Die amerikanische Sichtmaschine Google hat sich auf sich gemacht und hat wahrscheinlich für Google Earth zu bieten den idealen Site fand. Den 11. Dezember 2017 hat den Internetries via Kommuniqué mitgeteilt, dass Google an der Gemeinde der Erde 33,7 Hektar Land gekauft hat. Es hat dann nur bei 15 Monaten Google zu bieten. Google den allerdings den Google am Datacenter von der Lützburger Regierung von den außer den 33,7 Hektar sos glatt nicht. Für die Regierung schien das Projekt immer dann zu gehen, wenn ich große Annoncen machen, wie zum Beispiel 4 Wahlen, wenn ich frohe Gestalt gehen, dann geht das Projekt immer nicht mehr. Die Damen und Herren, er stellen sich ein paar die Fragen, die absolut unabhängig von irgendwelchen Prozeduren kann beantworten. Nach als Projekt zu bieten für Google zugespart. Nach speichert die amerikanische Entreprise Daten vom Projekt Google bei sich, gerade wie auch als Regierung. Wenn wir über die Zukunft von unserem Land schwätzen, wenn wir über die qualitative Wachstum schwätzen, wenn wir über Nachhaltigkeit schwätzen, wenn wir über Klimawandel schwätzen, wenn wir über Umweltschutz schwätzen, dann ist es ganz einfach als Pflicht, das Fragen zu stellen. An Tab froh as Day riskiert das Projekt Google zu bieten, de Grand Duché ausblüten zu lassen. 50 Fußballsterrain, 34 Hektar guten Ackerböden. Da kann ich davon ausgehen, dass zusätzlich zu den 34 Hektar auch noch ein paar die Hektare gebraucht gibt, zu kompensieren. Als CSV sagen wir ganz klar, wir müssen sparsam umgehen mit diesem guten landwirtschaftlichen Böden. Als CSV so macht, dass den das nicht verbaute Flächen misst sinnvoll nutzen. Zum Beispiel für Zehren abzurichten und Tötz, die Umwelt sinnvoll zu nutzen, für zu Lützburg endlich an der Gemüseproduktion weiterzukommen. Oder es könnte einen Teil von der Fläche nutzen für eine biointensive Landwirtschaft. Stichwort Mikrofarming. Das könnte zum Beispiel auch eine Flotmöglichkeit sein für die an der Ackerbauschule ausgebildeten Entrepreneur Maraîcher. Sinnvoll am Sinn von meiner Flächenverbrauch wäre, wenn in das Art von Landwirtschaft dann noch könnt als Kompensationsmaßnahme nutzen. Wie groß ist der Stromverbrauch von so einem Datencenter? Der Minister Schneider hat den Verbrauch impressionant beschrieben. Was heißt genau impressionant? Da stellt sich aber ganz einfach die Frage, wie kann der Strom geliefert werden? Lützeburg hat sich dann noch bis 2020 als Ziel gesetzt, für 11% vom Gesamtverbrauch aus erneuerbaren Energien zu kriegen. Für 2030 23%. Ich will wissen, dass wir das Ziel sowieso auch schon nicht können erreichen, weil wir mit baltischen Ländern Akkorde haben, müssen wir uns überfragen, können wir das Ziel dann irgendwie anhalten, wenn unser Stromverbrauch ein Drittel geht klammen. Schon gerade in der Presserevue gelesen, dass Naturmes gesagt hat, man gibt überall Wandmühlen abrichten, wo doch nicht mehr technisch möglich wäre. Mir geht das dann einfach durch, für als Ziel zu erreichen. Wie viel zusätzlich geringe Strom müsste man eventuell abkaufen? Sind durch Verhandlungen am Laufen, aber wie viel gibt das circa kosten? Können wir bei so einem zusätzlichen Verbrauch überhaupt komplett aus dem Atomstrom herausklammen oder riskiert Google in fine von Kattenom gespeist zu gehen? Was sieht auch der geringe Koalitionspartner zum Vorwurf vom Mufeco, dass das Argument von der billigen Energie ein No-Go wäre und dass das sich genau dasselbe wäre wie den Tanktourismus. Ein Tanktourismus, den da just geht durch den Stromtourismus ersetzt. Die Kühlung von einem Datenzentrum als eine größere Herausforderung. Am Juli 2017 hat der Minister Schneider allerdings schon in einem Interview gesagt, dass die Kühlung von dem Datazentrum muss garantiert sein und dass unter anderem den Site Biesen zurückbehalten ist. Das Ganze ist also schon analysiert gehen und dafür hätten wir auch gerne Fragen auf das Antwort. Wie viel Kielwasser wird gebraucht? Wo soll das Kielwasser herkommen? Wie viel Trinkwasser wird gebraucht?
kann Kielwasser aus der Ölsicht geholt gehen, wann jo zu welche Bedingungen, wie kann Kielung an den drischen Zeiten garantiert gehen, muss dann op Seebersreserven zurückgegraft gehen, wann jo bleibt dann Trinkwasserversorgung von einer Population, die jo eben auch nach Wiest weiterhin garantiert, sind an Alternativen analysiert gi vu Kilung. An als CSV geht op jeden Fall sinnvoll fan wann tötzt, die entsteht nicht einfach nimme gekillt gëtt, wie wann se geif sinnvoll genutzt gin. Zeren hun ich schon gesot, eng Schwemm, effizient Wärmepumpen an do tötzt nutzen fir ugrenzend Fundgebieter as dat analysiert gibt. Google leist du sech ke Kerl, dat nicht unbedingt wit der Hütz die produziert gët. Das eng rationell vor und das wo eng emotionell Affaire. A wie gesot, me hunn weder eng Google Euphorie nach eng Google Phobie hätte just gern eng Klor a Fakte basiert Google Strategie an dës am Sinn vum qualitativen Wüstum so nicht mehr. De Wee ass wohl nach lang bis zu Bissen definitiv gegoogelt gëtt. An et werdet mans nach grad so lang dauern, bis d'Antworte vun der Regierung iwwer de Projekt Google zu Bissen no google kann.